Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. So, hier dürften wir alles erledigt haben. Alexander der Große ist kaputt, das heißt, uns bleibt nur noch der Weg hier durch. Und, ja, oh Gott, Sarah, dann lasst er uns nicht durch. Das ist lieber ein Salat. So, gehen wir mal dort durch. Und gucken, was es hier für uns bereithält draußen. Draußen kann ich ja nicht kämpfen. Da habe ich ja leider nichts parat, was ich verwenden kann. Das ist die Oxyfil-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Nur da. Dann gehen wir doch dort hier. Genetische Schlüsseleinführer. Ups, und? Was passiert jetzt, Sportsfreund? Ah. Fahr mit dem Fahrstuhl nach unten. Trophäe erhalten. In Kupfer, Lamps Versteck gefunden. Okay, schön. Ich finde es immer so witzig, wie der Sinclair uns nennt. So Chef oder Großer oder was das sonst noch so sagt. Aber Chef finde ich immer so... Oh, da könnte er genauso gut Sportsfreund oder Junior sagen. Das ist so... Ah, Luft wieder. Ah. Und diese Alge immer, dieser Nachgeschmack. Igitt. Aber nee, ohne Scheiß, immer dieses Chef finde ich schon etwas degradierend fast. Was haben wir dann da? Haben wir noch Antipersonenmunition? Behalten wir die erstmal bei. Okay, Alpha-Serie wieder. Versteckter Aufzug. Eine Niete, 6-mal. Die Tochter des Volkes. Wird es wieder um die arme Eleanor gehen. Eleanors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben 0 Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Ja, so ein bisschen Messias-Wahn ist nie verkehrt. Okay, fahre mit dem Fahrstuhl nach unten. Jetzt kann ich mich aber leider nicht mehr bewegen. Irgendwas Lustiges wird jetzt kommen. Okay, Persephone. Ah, ich liebe diese 20er, 30er Jahre Musik in der Ladebildschirme. Ich muss sagen, das von Dionysus Park, Hush, 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 Here Comes the Boogeyman, habe ich schon seitdem die ganze Zeit im Kopf und krieg's nicht mehr raus. Ich mag einfach diese Klangqualität und diese Aufnahme aus der Zeit. Es klingt so schön nostalgisch. Ach ja, schön. Persephone. Jo. Wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Mein Junge, ja, ist gut, Sportsfreund. Mach ich. Das ist das Degradierendste, was es gibt, finde ich, jemand Sportsfreund zu nennen. Okay, finde Eleanor Lamp. Mach ich doch glatt. Mal abwarte, wie die im Endeffekt drauf ist. Dass die hinter allem steckt und die Sophie nur die Marionette war. Bin immer gespannt, was da kommt. Ob es so freudiges Wiedersehen wird oder eher Okay, ist die heute traurige Recht von Rapture organisiert. Der andere traurige Recht habe ich ja schon bereits umgenietet. Das hat aber auf jeden Fall schon, muss ich sagen, seine Wirkung hier. Ja, Rapture heißt ja eigentlich auch nichts anderes als Verzücken und im religiösen Sinn ist es sogar die Entrückung. The Rapture. So. Und weil diese Rollstühle, Herrgott nochmal. So. Vater, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Hier stimmt einiges nicht.
Aber dass hier überall Rollstühle sind, finde ich auch etwas befremdlich. Naja. War Persephone hier mal ursprünglich Station für Kranke oder was? Krankenhaus oder ähnliches? Oh, reizend sieht's hier aus. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Ach, halt die Gosh, ich bin Johnny Topside, mich schreckt hier nichts ab. Erstmal hier Power to the People, ne? Erhöhter MG-Schaden, erhöhter Harpunenzoom, Granatwerfer. Oh. Machen wir mal lieber der MG-Schade hoch, das kann Anni schade. Gerade wenn Anti-Person-Munition drin ist. Please stand by. Ja. Was gibt's dann Wichtiges? Dann halt nicht. Daddy is home. Genau, so sieht's aus. Und ich freue mich gerade wie Bolle hier zu sein. Es ist ganz reizend. Und... Joink. Joink. Ja. Och, immer ich. Immer ich. Scheiße. Ist hier kein Notschalter oder so? Ist doch scheiße. Warte mal. Ja, scheiß drauf. Ups, das war nicht so gut. Ja, ich stelle mich mal wieder super an, merke ich. Na, haben wir doch vielleicht irgendwas, um es abzuschalten? Sieht nicht so aus. Na, da. Dann komm halt her. Blöder Sicherheitsbot. So, der könnte jetzt wenigstens mir. Ja, uff. So. Probieren wir das jetzt noch einmal. So, verdammt nochmal. Jetzt aber Konzentration, Yankee. So, Na, alla. Okay, von denen kann man nie genug haben. Bohrertreibstoff haben wir auch genug drin. Schrot. Speer haben wir auch. Machen wir uns da noch 2. Und da füllen wir noch ein bisschen auf. So. Verbandskaste wäre nicht schlecht. Dann guck mal mit, du blöder Sicherheitsbot. Da haben wir noch ein paar Niete. So. Genau, die wollte ich haben. Quarantäne-Area. Reizend. Hier gibt's keine Little Sisters mehr. Okay, nett. Ah, hätte ich ein bisschen mehr geguckt. Ja, ich hab's drauf. Merke ich jetzt schon. Hier in dem Bereich gibt's keine Little Sisters mehr. Das ist so der Uhrwerk-Orange-Sessel hier, oder was? Da wird man dann aufgeschnallt, kriegt die Aare aufgedrückt. Und dann guckt man sich lauter Gewaltdinger an zu Freude schöner Götterfunken. Falls ihr den Film kennt, Uhrwerk Orange. Äußerst krank und fertig der Film. 70er Jahre. Da hat man sehr viele von deiner, sagen wir mal, Pionierprojekte gedreht, die teilweise arg daneben waren, teilweise aber auch Vorreiter für moderne Filme waren. Nicht nur bei Horrorfilmen. Wobei Uhrwerk Orange eigentlich eher als Drama zu sehen ist, mit Gewalttendenz. So, da ist noch ein Sicherheitsbot. Du kommst mit. Zip. Und sehr schön. Du kommst mit, kleiner Freund. Ja, wo ist denn hier ganz Dionysos Park, wollte ich schon sagen. Wo ist denn hier ganz Rapture, was er mobil gemacht hat, angeblich? Hallo? Quarantänebereich. Großartig. Atrium. One with her. Eins mit ihr. Ja, klasse.
Ach, das wird bestimmt spaßig hier. Das sehe ich jetzt schon. Ist doch gar keine gruselige Grundstimmung so generell. Ach du Scheiße, Alter. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Jawohl, auf jeden Fall, alter Knabe. So können wir auf jeden Fall noch ein bisschen hacken. Ich hab's doch gewusst, dass der Scheiß wieder passiert. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, dann... Glücklicherweise kostet es mal dieser Bot-Schalter nix. Das war ja vorher ganz schrecklich sowas. Beim ersten Bioshock hat man ja immer noch ein paar Dollar dafür zahlen müssen. Gott, hier bin ich verschreckt wegen meinem eigenen Bot. Verdammt nochmal. Okay, noch einmal. Langsam wird's aber echt riskant hier. Allmählich wird's wirklich riskant hier zu hacken. Okay, schwere Niete. Didos sind immer verdammt gut, die Dinger. Und was haben wir hier noch? Ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssten hier definitiv noch uns die Nebengebiete angucken. Finde Eleanor Lamb. Okay. Bevor wir die Clay mitnehmen. Weil ich habe das dumpfe Gefühl ebenfalls, dass wenn wir die Clay mitnehmen, dass hier die Hölle sich über uns auskotzt. So. Jupp. Oh. Schwein gehabt. Was ist da noch? Dieser Tank, in dem sie ist. Benutze die Steuerung, um die Quarantäneverriegelung aufzuheben. Ja, ist ja gut. Nicht so hektisch, alter Knabe. Ich habe mittlerweile auch nur noch 2 Nadelumdrehungen Zeit für sowas. Okay, was habe ich das noch gewonnen? Einen Speer. Ja, klasse. Was gibt's denn hier noch? Müll. Okay. So, na dann. Ach du Scheiße, ich habe irgendwie keinen Bock, das jetzt zu drücken. Komme ich da durch? Natürlich nicht. Ja. Worauf wartest du, Junge? Alter, kreisch doch, du Arsch. Komm doch gleich mit. Okay, hier ist alles dicht. Am besten kommst du mal selber her und bewegst dich mal. Und lass nicht mich die ganze Zeit die Arbeit machen. Ja, Wie klar. wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Okay. Die Fusselmusik gefällt mir gar nicht. Big Sister? Ist das eine Big Sister hier gerade? Oh. Ja, nett. Dann fangen wir mal an. Boah, Scheiße. Warte mal, halt mal der Gaula. So. Puh, ich denke, gegen mich solltet ihr eigentlich nicht so besonders stark sein. Die anderen muss ich halt ständig ausweichen. Warte mal, ich hab noch was. Da steht ein Name drauf. Tonikum erhalten Bohrvampir. Trophäe erhalten ein Forschungszweig in Kupfer. Big Sister Forschungsbonus. Ja, Tonikum Bohrvampir. Bohrvampir heilt deinen Körper und Geist, während du ihn schwingst. Wetzezähne und Klauen mit Blutdurst. Nett. Nett. Das ersetzt man doch gleich mal da. Ja, was ersetzt man denn damit? Okay, das machen wir mal nicht. Bohrerkraft.
Gusty Light. Dann machen wir halt E-Flame weg. So what? Okay, das bringt alles nichts mehr. Dann setzen wir jetzt mal unseren Goara ein. So, wo bist du? Oh, Mann. So. Oh, da kommen wir her, du. Große Schwester. So. Oh, vorsichtig. So. Und Eikrohre und die End ist kaputt, oder? Sehr schön. Eine Big Sister ist hinüber. Dann die zweite. Okay, ah ja. Zielforschung abgeschlossen. Okay, schön. Gut, deswegen habe ich jetzt die Trophäe gekriegt. Ja, damit heile ich mich tatsächlich. Das ist natürlich äußerst nützlich. Boah, Alter, mache Schade hier. Beeilung jetzt. Die Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein. Nicht schlecht, Mann. 80 Adam für den Kampf gegen 2 Big Sisters. Das hat definitiv was. So. Dann zu ihr. Dein Signal reißt ab, Junge. Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Sieh Das sie dir ist- an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich, wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Alter, was eine Drecksau. Eleanor, vergib mir. Alter, was eine Drecksau. Los, 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 Delta. Boah, wie kann man die eigene Tochter opfern? Nur um einen Feind von sich selber zu besiegen. Ach Gott, wie ekelhaft. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Ah, was eine widerliche Person. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Oh, jetzt sehen wir das mal aus der Aare von einer Little Sister. Du hast nun die Kontrolle über eine Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten.
Ach Gott, jetzt Ich sehen wir das weiß, mal. das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Alter, wie cool aber auch Delta aussieht. Entkomme der Arrestzelle. Ja. Deswegen knallt es auch jedes Mal so, wenn ich spring. Kriech durch die Schleuse da. Gleich. Okay, cool sehen wir aus. Aber interessant, jetzt sehen wir das mal wirklich aus der Perspektive von einer Little Sister. Das war ja ganz am Anfang, in der Anfangssequenz war das. Ach so. Dass wir es mal sehen, wie die Little Sisters hier die Welt sehen. Das werden die ganze Waffe, die auf dem Boden liegen. Die sehen sie als Spielzeugwaffe. Und ich jetzt sage hier, liebe Leute, ich mache jetzt an der Stelle auch hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Wo wir dann als Little Sister unterwegs sein werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.